Herr Erzbischof, die hat Anfang der Woche eine Privataudienz beim Papst Franziskus. Wie habt ihr das Gespräch erlebt? Das war für mich etwas ganz Großes. Das steht eigentlich schon, wenn den apostolischen Palast raggeht, all die Traben auf die Schweizer Garten durchgeseit. Ich gut gesagt, ich bin 20 Minuten 4 gesehen, der Papst gibt signalieren, wenn ich fertig wäre. Und wie ich rauskomme, sie so Sekretär, der war 35 Minuten dran. Und das war ganz schön, für 35 Minuten können wir am Papst schwätzen, für ihm die Friede und die Leid von unserer Kirche zu Lützeburg zu präsentieren. Und ich war schrecklich beeindruckt von seiner Präsenz, auch von seiner Verbundenheit mit Gott, die wirklich ausstrahlt, wenn mit dem schwätzt, etwas ganz Wunderbares. Welche Themen habt ihr von eurer Seite aus angeschaut, vielleicht noch gleich vorhanden drin? Wollt ihr den Papst für allem informieren oder hier auch sein Rat fragen? Informiert essen. Da habe ich bemerkt, dass ganz gut über das Dossier von Lützeburg Bescheid fast, was ich auch meine Staatssekretariat geschieht, mit denen wir schon immer über Nunziaturen noch eins so direkt auf Verbindung sind. Aber ich wollte mal einfach die Hoffnung so, die wir haben. Ne? Man muss in Kirche anders das abstellen, für in Zukunft zu gehen, weil das ist eine Glaubenskrise in ganz Europa. Wo der Gottesdienstbesuch auffällt, wo das Volkschristentum river ist, und wo die Kirche dann anders das abstellen muss, für eine neue Zukunft heranzugehen. Und das ist etwas, was der Papst ganz gut versteht. Goufne doch Sujeten, die der Papst Franziskus von seiner Seite aus angeschaut hat, die ihm mit Blick auf die Kirche zu Lützeburg besonders im Herz liegen? Das hat nicht direkt gemäht, mit gesagt, wo mehr lang reagiert hat. Ich hatte ihm erzählt von den Poverello, die Sans-Abri, die dann noch heim waren. Ne? Das mochten da von den Armen einer Kirche abfeiern wird. Ganz klar von den Flüchtlingen, du hast ganz klar, dass das jemand der Nähe brennt. Das klar für ihn, und da sind ich ganz mit ihm eins, wenn Kirche sich den Armen so wendet, da geht sie erneuert. Das sagt man nur bei Christus. Und da das ist eine große Herausforderung, die wir in dieser Kirche müssen unweilen. Habt ihr auch nach über andere Sujets mit ihm gesprochen? Ich soll mal Türen, auch vielleicht die politische Situation heute zu Lützeburg oder die Situation an der Kirche, Wertunterricht? Der Wertunterricht, da waren interessiert, hat noch nur gefragt, was für ein Wert dann vermittelt ging. Da gibt man nicht ganz viel wissen darüber. Ne? Da wurde sicher ein bisschen geheilt, was für ein Wert da vermittelt sollte gehen. Ne? Dann als eine Frau, dass als Kirche ein Stück mehr angeht, durch Konventionen, weil sie so mehr authentisch ist, weil sie nicht ihre eigenen Kräfte schöpfen kann, ne? Wo sonst immer nicht mehr nur Staat und Gemengen anlehnt. Ne? Und natürlich auch die ganze Wolle von den Kirchenfabriken angeschwart, die Opposition, die da ist, von Gerichtsholen. Ne? Das macht der Papst traurig. Und die Leute müssen noch wissen, wenn sie gegen mich klar sie nicht mehr gegen Jean-Claude Tollerich, nicht mehr gegen Bistum, aber gegen die katholische Kirche. Weil da steht mehr der Hand wie das. Ne? Und war auch klar, dass sie mal so aussehen, wie Kirchen, Fabriken verwalten nicht den Besitz von der Kirche, mit das heißt, oder der Bischof von einer spirituellen Autorität, das damit kann der Papst nicht verstanden sein. Welche Message hat der Papst Franziskus ihr persönlich an der Woche der Erzdiözese mit auf den Weg gehen? Seine Message war eine Message von Hoffnung und hat mich ganz unterstützt bei allem, was ich für die Jugend mache. Ne? Ich kriege das schöne Bonjour von ihm für all die Jugendlichen, die mit an Thailand gehen. Also ich sehe für die ganze Entreprise, die wir hier haben. Für nicht den Kap hängen zu lassen, war seine Message. Für weiter in Zukunft zu gehen und noch Strukturen abzurichten, die der Kirche ermöglichen mag, heute zu Lützeburg zu existieren und den Glauben, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Die hat nicht mehr über Lützeburg mit ihm gesprochen oder ist ihr Blick auch mehr weit gegangen auf Europa und auf Probleme an der ganzen Welt? Wir haben noch ein bisschen über Europa gesprochen. Das ist klar. Wir haben noch über gemeinsam Frieden gesprochen, den wir haben von argentinischen Jesuiten, die hier selber zum Teil an der Formation hat. Und das hat dem Ganzen noch einen ganz flotten Charakter gegeben.
Hat Dir wieder lodes fort zurum, war da nach aner Gespräche ausser Privataudienz beim Popst, die war der Apps kann zoen? Ich war für allem nach 90 Minuten beim Kanal Turksen, den neuen Dikaster, der geschaffen ist, wo Caritas, Justice et Paix, all das zusammenfällt. Und do ganz viel darüber ausgetauscht. Den Kanal Turksen ist auch immens froh, dass wir mit dieser Juren anscheinend die Lektor von Laudato Si machen. Und werde auch eine kleine Message mitgehen und die Jugendlichen, die da mitmachen. Ich war bei der Kultur. Das war auch ganz schön. Der Monsignor Teiden, der neue Sekretär von der RAS. Und dann hatte ich auch meine neue pathogen Rolle besicht von den Jesuiten. Vielleicht eine letzte Frage. Wie schätzt du insgesamt an den Gesprächen, die dir hat, das vor die aktuelle Situation von der Lützeburger Kirche und auch von der Christenheit zu Lützeburg an? Ich meine, Rom setzt das ganz an den europäischen Kontext. Es gesagt in Hai, dass Kirche ganz oft und Traditionen verhaftet das, dass aber der liewische Glaube nicht mehr da ist. Ne? Dass Sakramentenempfang wie echt Kommunen, Firmungen nach irgendwie funktionieren, aber es keinen Gewinn bringt. Das heißt, die Leute die kommen nicht mehr nur an die Kirche. Ne? Das geht immer mehr überflächlich und das merkt ihr vielleicht all Jahr mehr. Und der Papst ist natürlich auch da ganz besorgt, dass Europa insgesamt sich neu aufstellen kann. Und da finde ich Lützeburg ganz interessant. Privataudienz beim Papst, was hat das für dich persönlich bedeutet? Was hat das an dich bewegt? Hat das dich neuen Elan gegeben, neue Kraft? Hat das dich bestärkt auf dem Weg, den angeschlagen ist? Sicher hat mich bestärkt. Dann sind immer die Gerüchte gehen, ich hatte beim Post die Mission präsentiert, hat sie nicht durchgeholt. Und das können dementieren, das hat immer nicht ab. Und hier kann ich auch klar weisen, der Papst steht hinter dem Bischof, der Papst, also in der Lützeburger Kirche interessiert, es steht da 100. Und es sind immens Frauen rausgegangen. Ne? Weil einfach hier noch schon ein Beispiel, wie ein Christentum heute leben kann. Ob ein einfach, unprätentiös Art und Weise, mit einem einfachen Spruch, mit Messagen in die Leid und Herz gehen. Und da tut mir auch ungeheuer Hoffnung gehen. Und mich auch daran bestätigt, dass ich mich auch persönlich ändern muss, für ein bisschen mehr so zu sein, wie hin ist, für so das Evangelium heute zu Lützeburg zu verkennen. So nicht, merci.